Hallo zusammen und herzlich willkommen zu «Hören mal». Heute habe ich wieder meine giga hässlichen Kopfhörer an, weil die letzte Folge ist ja mal... Hallo, nimmt es überhaupt auf? Ja, okay. Die letzte Folge war ja mal übel gewesen, mit dem neuen Mikrofon und dem Ton. Es ist ja die ganze Zeit so ein weil ich das Mikrofon die ganze Zeit bewegt habe. Es tut mir mega leid. Aber ich habe gedacht, ich sage eben beim Posten von der Folge nichts, damit man sich nicht die ganze Zeit darauf achtet. Weil mir passiert es immer, wenn irgendwelche Influencer so sind, Leute, in der neuen Folge habe ich ein bisschen Audioprobleme gehabt, dann ist ja klar, dann höre ich nur noch auf die Audioprobleme. Ich hoffe, es hat euch nicht zu doll gestört, meine lieben Leute. Und ja, wir fangen an. Leute, ich bin ein bisschen nervös, weil die mir auf Insta folgen, oder hören mal auf Insta folgen, ich habe es natürlich überall gepostet. Wieso auch nicht, Bro? Es gibt einfach wieder einen Live-Podcast, und zwar am Goethe-Festival. Einfach am Goethe-Festival. Ich weiß nicht, wie ich das überleben werde. Ich habe das Gefühl, ja, ich kann es mir gar noch nicht vorstellen. Ich weiß auch noch gar nicht im Fall, was ich vorhabe, euch zu erzählen oder zu machen. Oder, ich meine, was macht man? Es ist ja nicht, das ist überhaupt nicht das Gleiche wie an unseren Live-Podcasts, die wir bis jetzt zusammen haben. Das checken wir schon, oder? Wieso? Also, das ist crazy. Ich habe einfach gedacht, ich sage einfach ja, weil wer fragt mich schon irgendwann nochmal, ob ich am Gurtenfestival einen Live-Podcast mache. Aber gleichzeitig bin ich so, wieso habe ich ja gesagt? Samstag, 19. Juli, 3:45 bin ich mache ich Live-Podcast. Leute, und ich schwöre es euch, kommt einfach sowieso ans Gurtenfestival, so obviously, aber wenn ihr wollt kommen, dann bitte kommt einfach nur für mich. Und auch allgemein, wenn ihr sowieso dort sind und euch so denkt, oh ja, 4:00, gibt nichts Besseres zu tun, kommt bitte. Oder kommt auch, wenn es etwas Besseres zu tun gibt. Im Fall wirklich, ich habe schon auf Insta gesagt, ich glaube, ich überlebe das nicht bis dann, ich kann nicht mehr schlafen. Ich stelle mir so vor, oh mein Gott, wenn niemand kommt, wenn kein Sau dort auftaucht und ich bin so gewesen, haha, Live-Podcast am Gurtenfestival, ihr müsst kommen, Leute. Ihr müsst kommen. Ich habe nächste Woche oder so Geburtstag. Ich wünsche mir auf den Geburtstag von euch, dass ihr am Samstag, 19. Juli am Gurtenfestival sind und so tun, als würde ich das Krasseste ever erzählen, und das hättet ihr mich mega gerne, auch wenn es scheiße ist. There, I said it, Leute. Ihr müsst unkonditionell für mich da sein. Ich sterbe. Egal, auf jeden Fall, ich freue mich. Ich freue mich auch, euch alle wieder mal zu sehen. Ich bin jetzt auch... Wann bin ich? Vorgestern bin ich am CSIO St. Gallen gewesen. Das ist ein Springturnier in St. Gallen. Obviously. Und dort habe ich auch mega viel von euch gesehen und auch mega viele, die gesagt haben, ich höre den Podcast und so. Hi. Das ist immer das grösste Kompliment, wenn jemand sich meine Stimme eine Stunde gönnt. Jede Woche. Ja, das war mega cute und es hat mich mega gefreut. Darum Grüße gehen raus an alle, die da waren. Und sonst habe ich eigentlich, glaube nichts. Doch, ich habe ja jetzt Ferien. Also ich sollte es eigentlich anbekommen, jeden Sonntag jetzt eine Folge posten und so schiessen damit zusammen, weil ich habe legit jetzt Ferien. Nächste Woche hüte ich einen Hund. Die Emmy, sie heißt auch Emmy, I love her. Ich muss eigentlich mal ihm, wo sie gehört, ihn fragen, ob ich Videos posten mit ihr. Weil das wäre halt schon noch lustig. Dann kann ich sie euch mal zeigen. I love her. Was sonst noch? Ich habe immer noch keine Jingles, ich habe immer noch meine Formate, die ich hier in den Podcast schneiden will, habe ich alles nicht. Darum wir machen weiter wie gewohnt, bis es plötzlich vom einen Tag auf den anderen neu wird. Okay? Macht einfach mit. Ich habe einen 6er und einen 5er in Mathe. Seid bitte stolz auf mich. Applaus, Applaus. Wisst ihr noch meine Gymi-Folge, wo ich euch erzählt habe, wie scheiße dass ich in Mathe bin? Ich muss zudem aber auch noch anmerken, im Fall PH-Level Mathe ist natürlich nicht mal annähernd Gymi-Level Mathe oder irgendwie nicht Level Mathe. Also ich meine, ich studiere ja für Primarschüler, die müssen ja obviously nicht gerade viel können im Vergleich zu was wir alles in unserer Schullaufbahn schon müssen können. Es geht viel mehr darum, so, wie du etwas beibringst und dass wir auch wie nochmal neue Sachen haben müssen lernen, neue Zahlensysteme, dass wir uns lernen, in die Schüler und Schülerinnen hineinversetzen. So, ja, stimmt, das ist ja noch recht schwierig, etwas Neues zu lernen. So, ja, so ist das und ja, jetzt verstehe ich auch, wieso gewisse Kinder Probleme haben mit dem und dem, weil es ist ja nicht so einfach. Weil aus unserer Sicht ist ja 2+3 mega einfach. Man denkt also, es ist halt 2+3. Aber irgendwie hat man das ja müssen lernen. Und es geht so ein bisschen mehr um das. Darum, es ist nicht crazy schwierig. Es haben mich nämlich dann mehrere Leute auf Insta voll fertig gemacht und sind, wo ich halt Noten gepostet habe und so gesagt habe, Leute, ich habe es auch geschafft und so. Also, ja, du hast aber so das, kannst keine Mathe. Ich so, Alter, ich kann keine Mathe, so wie es erwachsene Leute können sollten. Aber logisch kann ich Primarmathe. Hoffentlich, sonst, ja.
Aber auf jeden Fall bin ich richtig proud. Jetzt gibt's nur noch es gibt, glaube ich, so 1, 2 Prüfungsresultate, wo ich mich nicht darauf freue, die zu bekommen, weil ja, das waren auch so üble Prüfungen gewesen, irgendwie ein bisschen, oder irgendwie so, Multiple Choice, wo man dann so ist: «Ah, es könnte irgendwie alles sein.» Ja, aber es wird sicher also ich meine, ich glaube, ich habe alles bestanden und wenn nicht, dann ein bisschen peinlich, dass ich behauptet habe, ich habe alles bestanden, aber es ist bis jetzt gut und jetzt habe ich auch schon 2 Semester durch. Ich kann das fassen. Wisst ihr noch, wo ich gesagt habe: «Oh mein Gott, ich habe jetzt ein neues Studium» und so? Ja, ich wollte euch heute von meiner Summer Bucket List erzählen, weil ich habe das irgendwie nie und jedes Mal geht der Sommer so schnell vorbei und dann denke ich so: «Ah, ich habe irgendwie gar nichts gemacht.» Darum habe ich gedacht, vielleicht mache ich das mal. Und low-key geht es auch einfach ein bisschen um so Sachen, die ich nicht vergessen darf, dass ich sie erledigen muss. Zum Beispiel kann ich gerade als Erstes sagen, das ist nicht gerade spannend, ich muss unbedingt einen Sehtest machen diesen Sommer. Weil jetzt mit der PH, mit dieser Präsenzpflicht, ist halt ein bisschen nervig gewesen. Ich habe wie nie gewusst, wenn ich zum Arzt gehen sollte, oder vor allem ich habe gar keinen Hausarzt im Moment. Das alles müsste ich halt mal machen. Ich muss einen Hausarzt suchen, ich muss einen Augen wie sagt man das, Sehtest noch mal machen, weil Logi in letzter Zeit, wenn ich meine Linse drin habe, habe ich das Gefühl, ich sehe trotzdem nichts. Was mich richtig aufregt, weil letztes Mal, als ich Sehtest gemacht habe, haben sie mir gesagt: «Ah, du siehst sogar besser als letztes Mal.» Und ich schwöre, jetzt sehe ich wieder schlechter. Und das regt mich auf. Und dann muss ich noch neue Linsen kaufen. Also remind me, Leute, in so 2 Monaten, wenn ich immer noch behaupte, ich sehe nichts, dann habe ich meine Summer Bucket List gefailt. Und ich habe gedacht, ich tue das einfach hier rein, um euch vielleicht daran zu erinnern, dass man jetzt, wenn ihr dann Ferien habt, ich glaube, ich bin die erste Loki, die Ferien hat, aber wenn ihr dann Ferien habt, vergesst nicht, die Sachen machen, die ihr wirklich machen solltet. Weil viel lieber machst du es im Sommer, wo du so ein bisschen so denkst, «Oh, schiss mir jetzt an, zum Arzt zu gehen», als im Alltag, wo alles mega stressig ist und du so denkst, «Nein, jetzt mag ich nicht noch, jetzt mache ich...» Und dann macht man es halt nicht, aber man muss es ja eigentlich machen. Und darum lieber macht man es im Sommer. Die müssen ja arbeiten, oder? Es ist schon alles so. Low-key haben Ärzte Sommerferien. Ich hoffe es nicht. Etwas anderes, wo ich mega hyped drauf bin, lesen. Ich habe mir selber ja ein Verbot auferlegt, während der jetzt hier Prüfungen und einfach so die Zeit, die ich so abgehoben habe und so. Ich habe nichts mehr lesen, weil wenn ich etwas lese, das ich cool finde, kann ich nicht mehr aufhören. Genau gleich wie mit Serien oder keine Ahnung, ich habe ja wirklich wahrscheinlich ein Dopaminproblem oder keine Ahnung was. Und ich kann es einfach nicht weglegen. Und ich habe ja Hunger Games angefangen zu lesen und habe das erste und das zweite Buch Radibutz durchgefetzt. Und dort hatte ich eben eigentlich auch schon gescheitere Sachen gehabt, die ich hätte machen sollen. Und habe die dann einfach nicht gemacht und einfach weitergelesen. Und darum habe ich gesagt, stopp, jetzt kann ich nicht mehr lesen, hör auf. Und jetzt habe ich ja, eben, jetzt darf ich den ganzen Sommer lesen, was ich will. Jetzt bin ich am dritten, das ist ja glaube ich das letzte richtige Hunger Games Buch, oder? Dann kann man ja so die Vorher-Nachher-Sachen. Weiß nicht ganz, Leute, sorry, ich weiß, Hunger Games Leute sind sehr invested. Ich bin auch invested, aber ich check's immer noch nicht so ganz. Genau, jetzt bin ich am letzten dran, aber irgendwie will ich auch, jetzt bin ich so in der Phase, wo ich es nicht will lesen, weil dann ist es ja fast schon wieder vorbei. Das gefällt mir auch nicht. Ich denke mich so oft zurück an andere Bücher oder Serien, die ich fertig habe, wo ich so denke, oh, ich würde es so gerne noch mal zum ersten Mal lesen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir das sehr gerne zuhören oder kommentiert auf Insta, damit die anderen vielleicht auch sehen können, wenn ihr nicht shy as fuck sind, was für euch so ein Buch ist oder so eine Serie, wo ihr so sind, oh mein Gott, wenn ich das noch mal zum ersten Mal schauen kann, I loved it. Bei mir ist zum Beispiel die Serie Orphan Black. Kennt ihr die? Die ist irgendwie nicht mehr auf Netflix. Die war früher auf Netflix. Es ist so mit so Klonen und so. Game of Thrones ist für mich auch das Gleiche. Am Anfang habe ich gar nicht gecheckt und es hat mich richtig angeschissen, weil ich es einfach mit meinem Freund damals schauen musste. Aber jetzt würde ich so gerne noch mal zum ersten Mal schauen. Es ist so es gibt nichts, was gleich ist wie Game of Thrones. Wirklich. Es ist auch ein bisschen nerdy und so. Ich check schon, wieso man so denkt, das ist doch nicht cool. Es ist cool. Schaut es einfach. Genau. Darum auf meiner Bucketlist so viel lesen wie möglich, damit ich kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn ich lese. Dann etwas, wo ich, to be honest, nicht ganz weiss, ob ich das umsetzen werde. Einfach weil Mami ist scared. Aber Logi, ich werde jetzt 22, es müsste eigentlich schon gehen. Ich will mit der Tilda allein irgendwo hin. Und zwar, also hoffentlich in der Schweiz, weißt so, nicht so wild. Einfach so irgendwo, keine Ahnung, in den Bergen oder so, aber mit der Tilda allein. Weil, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ihr das checkt ihr, dass es für mich so ein bisschen eine Hemmschwelle ist, mit der Tilda allein irgendwo hin, weil sie ist noch nicht so richtig erzogen. Genau gleich, ich habe sie auch ans Springturnier dort mitgenommen und es war so anstrengend und so mühsam, aber natürlich habe ich sie trotzdem gerne dabei und also ja, so schlimm ist es auch nicht, aber es ist natürlich schon etwas anderes, als wenn du einfach auf dich selber schauen musst. Aber ich würde so gerne mit ihr irgendwo hin, wo man auch so krass laufen kann und es einfach toll ist und sie auch so
erwünscht ist. Also obviously muss ich irgendwie in eine Unterkunft, wo man einen Hund haben darf. Aber das fände ich so cool, einfach so zu zweit mit ihr. Ich habe das Gefühl, es wäre ein Bonding-Moment und ich habe das Gefühl, es wäre auch für mich gut. Einfach mal weg von allem, weil ich weiß nicht, in letzter Zeit ist es mir low-key so ein bisschen, keine Ahnung, ist ein bisschen schwierig gewesen für mich, so wieder die Realisation, dass eigentlich bist du am Schluss von allem bist du gleich allein. Auch wenn man mega tolle Friends hat und tolle Zeit mit allen hat, bla 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 bla. Am Schluss gibt es ja immer so Key Moments, wo du merkst, aha, stimmt, die anderen leben auch alle nur ihr eigenes Leben und du bist ja eigentlich gar nicht so eine grosse Mitspielerin in ihrem Leben. Du bist einfach so ein bisschen dabei, aber eigentlich ihr Leben geht um sie und dein Leben geht um dich und am Schluss bist du allein. Dumm gesagt. Auch wenn ich weiss, man ist natürlich, also es ist jetzt nicht, also würde ich so denken, oh ja, ich bin allein und die Einzige aber ihr kennt das sicher, so, gerade wenn du zum Beispiel mal Hilfe gebraucht hättest und es kann irgendwie niemand oder weiß nicht, so einen Moment, wo du allen probierst anzurufen und so bist, Leute, ich kann irgendjemand telefonieren, ich bin allein am Heimlaufen, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Und keine Sau ist rum, weil jeder ist halt so mit dem Nächstbesten unterwegs oder mit einem Freund oder und das wird ja immer, nur noch immer mehr so, kann ich mir vorstellen. Ich bin jetzt 21, meine Freunde sind meistens ein bisschen älter als ich, aber ich meine, jetzt kommt so bald mal die Zeit, wo jeder legit sein eigenes Leben so am Aufbauen ist und dann plötzlich mit dem heiratet, wo sie jetzt zusammen sind und dann plötzlich haben sie noch Kinder und Hunde und dann hat ja jeder noch weniger Zeit. Darum denke ich, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für mich, um das so zu akzeptieren und lernen damit umzugehen, weil ich bin wirklich nicht so gut im Alleinsein. Ich bin gerne allein und ich bin auch viel allein, aber so der Gedanke daran stresst mich mehr, als dass ich so denke, ah ja, ist cool, Emma, mit dir, die Zweisamkeit, du und ich, der Rest vom Leben, alle könnten sich übermorgen verpissen und du bleibst übrig. Du musst mit dir selber. Das habe ich noch nicht so im Griff. Und low-key, jetzt, wo ich überlege, ist vielleicht auch nicht so der Point, dass ich mich dann einfach an irgendein Tier bin, das dann auch wieder stirbt. Aber es ist besser als nichts, okay? Und ja, ich muss das Gefühl einfach das ein bisschen in den Griff bekommen mit dem «Ah ja, also, eigentlich ist es nicht so deep, was ich alles Verbindungen mit all diesen Leuten habe.» Vielleicht tönt es auch gestört. Etwas, das fix umgesetzt wird von meiner Bucketlist, ist, dass ich einfach auf einen Trip gehe allein. Asien, sage ich jetzt mal. Ich mache jetzt mal den Influencer und erzähle euch noch nicht genau wohin, weil das kann ich sicher noch irgendwo clickbaiten. Sorry. Und zwar mit so einer Organisation, wo du einfach mit so random Girls angehst. Und du wirst, glaube ich, vorher... Loki, eigentlich sollte ich jetzt, glaube ich, schon in einem Gruppenchat drin sein. Sie haben nämlich gesagt, so 3 Wochen vorher oder so. Aber du wirst vorher so in einen Gruppenchat gemacht mit all den Leuten, die auch gehen. Und du kannst so ein bisschen connecten, aber du kennst halt die Leute alle nicht und die kommen alle von der ganzen Welt. Und du gehst dann einfach zusammen dort hin und machst alles zusammen und hast auch so einen Guide dabei und so. Und das finde ich halt geil, weil irgendwie hat niemand von meinen Leuten Geld oder Zeit diesen Sommer. Und dann bin ich schon so ein bisschen so, okay, ja, dann gehe ich halt nirgends hin, aber das schießt mich halt an. Weil sorry, es klingt dumm, aber ich habe ja jetzt Geld und ich habe auch jetzt Zeit und die Zeit habe ich auch nicht für immer und ewig. Wieso würde ich dann daheim bleiben, nur weil keine Sau mit mir mitkommen kann? Oder ich habe mega viele Leute, die so sind, so, ah ja, ich muss noch schauen, wir müssen dann noch planen. Und wirklich, Leute, ich hasse das. Ich würde am liebsten 2 Jahre im Voraus alles schon geplant haben. Und darum denke ich mir dann so, ja, wenn es dann schlussendlich gleich nicht aufgeht, dann habe ich halt geschissen. Dann habe ich irgendwie am Schluss vom Sommer gedacht, so, Scheiße, ich hätte eigentlich können gehen und bin nicht gegangen. Darum habe ich das nicht selber in die Hand genommen, weil eine Kollegin von einer Kollegin hat das auch gemacht und hat so erzählt und so und ich habe es richtig crazy gefunden. Darum habe ich es einfach gebucht. Bei Nacht und Nebel, eine Nacht- und Nebel-Aktion. Und ich hoffe, es wird gut, weil wenn nicht, ich schwöre, dann mache ich nie mehr etwas allein. Aber das wird safe gut. Vor allem allein fliegen bin ich super drin. Wirklich, das kann ich. Und so dort bin ich ja nicht allein. Und ich finde es eben auch geil, dass wir so einen Guide dabei haben, der so das Zeug für uns plant. Andere würden vielleicht sagen, das ist mega scheiße, wenn du nicht alles selber machen kannst und so, aber ich hasse es eben, Sachen planen und ich kann mich nie für etwas entscheiden. Darum ist das eigentlich richtig gut. Und es war auch nicht so crazy teuer gewesen. Genau. Aber kann ich auch, wenn es dann vorbei ist, kann ich sicher auch mal mehr davon erzählen und so Tipps geben oder was ich dazu gefunden habe, wie viel es kostet hat und bla 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 bla. Aber ich freue mich. Und das ist auf meiner Bucketlist, dass ich das überstand und überlebe und dass ich das gemacht habe. Und dann denke ich in 20 Jahren zurück und denke, ah ja, dort, auf Asien gegangen bist, dort in der Jugendzeit, du freche Maus. Dann habe ich noch so kleine Milestones, Loki, die ich einfach so aufgeschrieben habe, weil es muss einfach sein und ich komme nicht damit klar, dass es nicht, falls es nicht so wäre. Einmal will ich gerne wandern. Einfach einmal. Mehr verlange ich gar nicht. Ich muss einfach einmal wandern. Bitte, erhöre mich.
liebes Universum, mach es möglich. Weil jetzt, sorry, so heiß wie es jetzt ist, gehe ich also auch nicht wandern. Ich frage mich, wann ist das perfekte Wanderwetter? Ist das schon vorbei? Ich weiß nicht. Der Grund ist, ich habe schöne Wanderschuhe gekauft. Und schön ist übertrieben. Ich tue es nämlich immer so aufhypen bei allen Leuten, denen ich es erzähle. Und dann zeige ich ein Foto und dann sind die Leute so, ah ja, aber die sind ja gleich recht hässlich. Ja, aber das sind Wanderschuhe. Was wollen ihr von mir? Wanderschuhe sind alle hässlich, aber meine haben pinke Schnürsenkel. Hä? Und sie haben so ungefähr die gleiche Farbe wie Tilda. Darum chillt ein bisschen. Sie sind immer noch hässlich, obviously. Aber jetzt, wo ich schöne Wanderschuhe habe, ich habe nämlich gedacht, als Lehrerin brauchst du doch Wanderschuhe. Und dann habe ich die schöneren gesehen und habe sie einfach müssen kaufen. Und jetzt muss ich sie natürlich auch irgendwie brauchen, weil für was kaufst du Wanderschuhe, Bro? Einfach, dass du etwas gekauft hast. Natürlich habe ich sie einfach nur gekauft, damit ich etwas gekauft habe. Genau, einmal wandern. Dort dürfte Tilda natürlich auch mitkommen, aber muss auch nicht unbedingt, weil Loki, wie sage ich heute so oft Loki, es regt mich richtig auf. Ich weiß nicht, ob sie mag wandern. Sie ist so heiß, aber es wäre eigentlich cute. Einmal will ich wandern und einmal will ich in den Ausgang. Weil, ihr wisst, ich gehe eigentlich nicht gerne in den Ausgang, aber ich habe irgendwie in letzter Zeit habe ich ein bisschen Lust, um in den Ausgang zu gehen. Aber es muss gute Musik laufen. Darf ich eigentlich mal Ausgang machen? Kann mir irgendwie jemand mal, da lässt sich sicher irgendjemand zu, hallo, kann ich mal deinen Club auslehnen und einfach Musik machen, die mir passt und Leute einladen? Weil, also, ich kann sowieso nicht tanzen, ich finde es sowieso mega cringe, mega unangenehm und fühle mich beobachtet. Wenn wenigstens dann meine Musik läuft, vielleicht kann ich dann einfach mal, weißt, meine Dance Moves entdecken und auspacken. Let me know. Wirklich, es haben mich nämlich auch schon so Club-Locations angefragt für Live-Podcasts. Und jedes Mal, wenn die so schreiben, denke ich mir so, kannst du mich nicht einfach fragen, ob ich eine Party machen will? Machen wir mal eine Party zusammen. Und es dürfen keine Typen kommen. Sorry, es dürfen keine Typen kommen. Es sind nur du und ich, the girls and I. Ich weiss, es hören auch Typen zu, ist mir scheißegal. Ihr gehört nicht dazu bei meinem Ausgang. Ausgang wird mir wahrscheinlich wirklich einmal länger wandern, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich mehrmals gehen will. Aber eigentlich gehe ich nicht gerne wandern. Ich glaube, das ist einfach so das Social-Media-Ding, das mich jetzt gecatcht hat, weil bei allen anderen sieht es super cool aus und als hätten sie Zeit vor ihrem Leben. Aber ich bin wirklich im Fall, ich kann ja nicht mal 3 Kilometer joggen. Doch, 3 kann ich, aber ich meine so, mehr nicht. Jo, wenn ihr Wandertipps habt, let me know. Oh. Kritisches Thema. Ich will eine Woche vegan sein. Einfach nur eine Woche, okay? Eine Woche probieren durchzuziehen. Weil, ja, ihr wisst es, ich liebe Tiere. Und es ist einfach, ich sage ja immer, ja, eigentlich sollte ich vegan sein, für so gerne, wie ich Tiere habe und was ich sonst so sage und rede. Und obviously, ich finde, es sollten alle vegan sein in einer idealen Welt. Aber ich bin ja auch einfach flawed, Bro. Ich habe nicht mal eine Ausrede. Es ist ja nicht, ja, ich esse einfach so gerne Parmesan oder so. Ich weiss, es ist alles keine Rechtfertigung. Und weil ich das ja alles selber weiss, stört es mir wie umso mehr, dass ich es gleich nicht bin, weil ja, es ist einfach ein mega Zwiespalt und so ein bisschen heuchlerisch von mir. Und das weiss ich. Und wenn Leute das dann mir sagen, dann bin ich so, ja, was soll ich jetzt machen? Ja, ich weiß. Ich weiß und ich bin dran. Aber ich poste ja eh nicht so wirklich so Essenssachen und so. Darum bekommt man das halt auch überhaupt nicht mit, wenn ich so etwas mal ausprobiere oder umsetze oder so. Ich habe auf jeden Fall schon mal safe aufgehört, Fleisch zu essen. Was auch noch schon diabolical ist, dass ich das bis jetzt nicht unbedingt immer durchgezogen habe. Aber ich habe auch nie viel Fleisch gegessen. Seid beruhigt. Und wenn sich jemand angegriffen fühlt von dem, was ich hier sage, es juckt mich, kann mich nicht weniger jucken, ob du Fleisch isst oder nicht. Ich habe es jetzt auch schon gemerkt, mir hat irgendjemand gefragt, es ist kein Fleisch. Und es ist wirklich bei mir so ein recent development, dass ich so wirklich explizit auch sage, ich esse kein Fleisch. Sonst war es auch immer so, ja, daheim eher weniger und dann, wenn es mir jemand halt auftischt, isst sie es einfach. So. Und dann habe ich legit nur gesagt, nein, mehr nicht. Ich habe nicht gesagt, nein, weil die toten Tiere oder so. Nichts. Ich habe legit nichts gesagt. Und du merkst einfach, wie alle Leute rundum so gerade anfangen auf dich einschnurren, obwohl du gar nichts gesagt hast, weil es so ein sensibles Thema ist irgendwie und alle Leute so triggert. Auch wenn, also ich habe ja niemandem gesagt, sei vegetarisch oder vegan oder isst kein Fleisch. Aber die Leute fühlen sich halt so angegriffen, weil sie halt wie so schon davon ausgehen, dass ich in diesem Fall so wäre. So, ja, du isst Fleisch, du kleine Dumme. So. Und dann fangen alle rundum an, ja, also ich könnte ja nie ohne Fleisch. Und ich verstand das ja gar nicht. Und das bringt ja eigentlich eh nichts, wenn du das einfach machst. Und ich meine, sie werden ja trotzdem geschlachtet und wirklich so
alles rundum schon angefangen. Ich habe schon so gedacht, oh mein Gott, das ist crazy, weil ich habe so viele vegane Kolleginnen und die sind wirklich alle schon seit Jahren vegan. Und die sagen, sie sind einfach wirklich auch immer so, Bro, es ist so mühsam. Du sagst nichts, du tust niemandem etwas aufzwingen, du willst nichts machen, du sagst einfach nur, oh, das kann ich nicht essen. Und die Leute drehen durch. Und das ist so lustig gefunden, weil ich so da gesessen bin und so zum ersten Mal gecheckt habe, so, aha, so ist es. Ja, schiss mich jetzt schon an. Dann, ich verstand irgendwie auch, dass dann irgendwann Leute, die vegan und vegetarisch sind, halt anfangen zu diskutieren, weil es hat mich noch schon nach einem Mal aufgeregt, so zuhören müssen. Ja, das bringt eh nichts. Ja, und jetzt hast du das Gefühl, hast du jetzt ein Tier gerettet, weil du es auf dem Teller gehabt hast? Nein, auch nicht. Also, das ist ja wie meine Entscheidung. Aber darum sage ich, es ist auch, also, es juckt mich nicht, wenn Leute Fleisch essen. Ich würde jetzt auch zum Beispiel etwas vom gleichen Teller essen und so. Das juckt mich überhaupt nicht. Ich will es einfach nicht essen. Checkt ihr. Aber gutes Development meinerseits. Ich bin froh, weil ich habe immer ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich Fleisch gegessen habe. Ich habe es dann irgendwie aber gleich gegessen, so mega dumm. Und ja, mein Punkt ist mehr so, ich glaube, es passt wie mehr zu mir. Also etwas, was ja eigentlich mega wichtig für einen Menschen ist, dass man ja nach seinem eigenen Wertesystem handelt. Und wenn man das nicht macht, dann löst es ja etwas Unwohles in einem aus, weil man eigentlich selber weiß, oh, das ist eigentlich nicht nach meinen Überzeugungen. Und das ist ja so etwas, was bei mir halt einfach so ist, weil ich würde ja, wenn ich einmal sehen würde, in echt, wie ein Tier geschlachtet wird, würde ich wahrscheinlich selber tot umfallen. So, ich verstand, dass es so Leute gibt, die sagen, nein, das ist fein und ich könnte es auch selber erlegen, wenn ich müsste. Und so. Das ist ja fair, so. Das passt dann halt zu ihren Überzeugungen und ihren Wertesystemen. Aber in dem Moment, wo es halt nicht übereinstimmt, tut man sich selber hintergehen. Es ist ja wirklich heuchlerisch, wenn ich sage, oh, ich liebe Tiere und nachher, ja, ich checkt. Ja, und darum will ich eine Woche vegan sein. Weil ich habe jetzt schon die ganze Zeit einfach so, also ich tue natürlich immer wieder mal vegane Sachen essen und einfach so drunter mischen, aber es ist jetzt nicht so definiert, so, ja, ich bin jetzt vegan und so, aber ich will es einfach mal eine Woche ausprobieren und hoffe, dass ich dann so bin, so, ah ja, ist ja mega easy und so. Ja. Aber ich habe auch keinen Bock, dass es so mega ein krasses Label ist. Und ich hätte auch keinen Bock, um jetzt zu sagen, ich bin vegan und nachher sieht man, dass ich irgendetwas anderes frisst und dann sind die Leute so, oh mein Gott, sie gelogen. Darum, ich glaube, Lohi würde nie im Leben mein Label als vegan und sondern es einfach machen. Vielleicht. Weil das stresst mich dann. Findet ihr das scheiße? Keine Ahnung. Ich bin neu in diesem Gebiet. Seid einfach froh, dass ich kein totes Tier mehr esse. Oh, dann etwas, wo ich schon sicher 3 Jahre behaupte. Ich will ein Fotoalbum machen diesen Sommer. Und zwar nicht vom Sommer, sondern so von allen Fotos, die ich seit immer habe. Ich will einfach mal das physisch abgelegt haben, weil der Gedanke daran, dass das alles einfach von meinem Handy plötzlich weg sein kann oder von iCloud oder von Snapchat oder so, es muss nur Snapchat gelöscht werden und ich habe nichts mehr. Checkt ihr das? So von früher. Logisch, jetzt habe ich auch nichts mehr auf Snapchat, aber ich behalte ja Snapchat auch nur für meine Memories. Für meine Flashbacks und meine Memories. Sonst hätte ich Snapchat schon lange gelöscht. Außerdem, Side-Fact, die Influencer, die jetzt alle auf Snapchat posten, checken die, dass sie das nur machen, weil sie Geld dafür bekommen. Und die noch kein Geld dafür bekommen, machen es, weil sie hoffen, dass sie auch Snapchat monetarisieren können. Also wenn sie so sind, Leute, habe auf Snapchat alles in Detail posten, dann ist es, weil sie gezahlt werden dafür. Kein Sau chillt auf Snapchat mehr. Sorry. Wirklich, also würde jetzt nicht genug Geld verdienen. Können wir aufhören, Snapchat cool machen? Ich hasse Snapchat. Ich habe Beef mit Snapchat. Außer sie zahlen mir jetzt Unmengen an Geld, dann nehme ich es zurück und sage euch so, hey, kommt aus Snapchat, guckt, was ich euch da für Juicy Stuff Storytimes erzählt habe. Ich will einfach so, es muss nicht schön sein, ich will wirklich nicht mal so etwas Krasses dazu schreiben, sondern ich will es einfach so eingeordnet haben, wie so ein Ordner, einfach mit meinen Memories drin. Weil dann stresst es mich auch nicht mehr so, wenn ein Handy von mir kaputt geht oder so und das muss ich dann irgendwie, keine Ahnung, jeden Monat oder so muss ich das abkeepen. Dass immer wieder mal so ein Archiv aufgefüllt wird von actual physischen Bildern, die ich ausdrucken lasse und einfach dort rein tue. Und das ist eigentlich auch gar nicht so teuer. Ich habe gesehen, es gibt so ein passendes Fotoalbum mit so ganz klein, weißt, so Polaroid-Größe auf Amazon. Amazon, wie sagt ihr? Ich weiß nicht. Und ausdrucken kann ich sie im Deutschen lassen. Ich glaube, das ist sustainable. Ich kriege das an, dass es nicht mega krass teuer wird und dass ich es auch durchziehe, wenn ich einfach nicht das schön gestalten muss, sondern es geht nur darum, dass ich die Bilder habe. Und das will ich wirklich diesen Sommer machen, weil wenn mache ich sonst erinnert mich daran. Ich habe wirklich das Gefühl, ich vergesse die Sachen auch wieder, aber ich habe sie ja in meinen Notizen. Ich darf die Notizen nicht löschen. Sonst bin ich enttäuscht von mir selber. Und etwas anderes, Leute, ich habe mein Zimmer einfach seit einem Monat low-key ordentlich gehalten.
Das ist das Längste, wo ich schwöre euch, unübertrieben mein ganzes Leben Ordnung hatte. Nicht als 5-Jährige hatte ich mehr Ordnung, nicht als 6-Jährige, nicht als 10-Jährige und nicht als 19-Jährige. Ich habe noch nie so lange Ordnung gehabt. Für euch ist es wahrscheinlich immer noch unaufgeräumt, aber man sieht meinen Boden. Man hat seit einem Monat meinen Boden gesehen. Geht es mir gut? Oh, ja, dann habe ich noch so ein nerviges Zeug, wie dass ich meine Kleider ausmisten und verkaufen muss und so, dass ich das auch wieder in Angriff nehmen will. Weil ich habe es schon mal ein bisschen gemacht und es hat auch funktioniert. Aber ja, im Sommer hast du halt einfach mehr Zeit und willst das Zeug irgendwie auch loswerden und so. Ich fand es auch mega cool, meine Kleider mal... Weil ich habe ja so Kleiderstangen und ich habe eigentlich das ganze Jahr das Gleiche aufgehängt, mehr oder weniger. Mal kommen ein bisschen andere Sachen. Aber ich wäre mega gerne so jemand von denen, der so die Sommergarderobe vorholt und die Wintergarderobe verstaut und das so auswechselt. Vielleicht mache ich das auch mal. Aber I doubt it. Wir wollen nicht zu viel verlangen von mir. Aber eben, meine Sachen wieder ausmisten und auf Marco posten. Das ist übrigens keine Werbung. Ich nutze tatsächlich einfach nur Marco, weil man dort meine Adresse nicht automatisch sieht, nur wenn man bei mir etwas gekauft hat. Das kriegen andere Sachen irgendwie nicht an. Ich heiße Wemse auf Marco, glaube ich. Übrigens. Ich komme gerade irgendwie nicht rein. Aber wenn ihr mal gesehen habt, was ich sonst so verkaufe, sind eigentlich meistens coole Sachen. Die anderen Sachen tue ich einfach in die Sammlung. Ganz abchecken. Das wäre es im Fall auch schon gewesen. Sonst habe ich keine krassere Summer Bucketlist. Es ist vielleicht auch mehr so eine To-Do-Liste für meinen Sommer. Wenn ihr irgendwelche andere Ideen habt oder was ihr mir erzählen wollt, was ihr auf eurer Bucketlist habt, weil ich bin mir sicher, ihr habt 100 Millionen mal coolere Sachen, die ich auch machen will, dann kommentiert es bitte auf «Los mal» auf Insta. Und das wäre es eigentlich auch schon gewesen. Wirklich bitte markiert euch im Kalender, dass ihr ans Gurtenfestival kommen müsst. Es ist wie nicht ihr dürft kommen. Ihr müsst kommen. Ja, danke fürs Zuhören und Babygirls ignorieren, dass die Folge nicht am 9 Uhr am Morgen gekommen ist. Weil ich habe jetzt auch in meiner Insta-Caption abgeändert. Es steht jetzt nicht mehr jeden Sonntag am 9 Uhr am Morgen. Es steht auch jeden Sonntag. Lasst euch überraschen, wenn die Folgen kommen. Sie kommen, aber vielleicht nicht immer genau Punkt 9 Uhr am Morgen. Es tut mir sehr leid. Es tut mir leid. Ich habe es einfach nicht im Griff, das Leben. Aber mein Zimmer ist immer Monat aufgeräumt, also bitte. Mehr kann man nicht von mir erwarten. Ah, und ich mache übrigens, glaube ich, nichts an meinem Geburtstag. Das Jahr. Ihr wisst, das ist jedes Jahr ein Thema. Es stresst mich. Ich glaube, ich mache einfach nichts Spannendes. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Und schickt die Folge irgendjemandem. Leute, muss ich auch anfangen sagen, ich bin famegeil. Ihr müsst alle mal hören. Schickt es einer Freundin, die mich noch nicht kennt. Das ist cringe.